Ehre, aber ein bisschen nervös, das liberale Institut an die sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank, Herr Blessart, und herzlichen Dank den Besuchern. Ich sehe hier zwei Gruppen von Leuten. Die einen, die kenne ich schon, die kennen auch mein Projekt, die finden das gut. Die anderen kenne ich nicht, die kennen es noch nicht, die werden es gut finden. Es gibt auch ein paar Leute, die würde ich jetzt gerne persönlich erwähnen, ohne die wäre das Ganze würde das gar nicht existieren, aber das mache ich dann bilateral. Herr Raschenberger hat mir eindrücklich gezeigt, dass das Gold eine große Rolle spielen wird, mehr oder weniger große Rolle spielen wird in sehr vielen möglichen Szenarien, wahrscheinlichen Szenarien. Und ich möchte jetzt in den nächsten 25 Minuten zwei Fragen beantworten. Die erste Frage, warum Gold? Und die zweite Frage, warum in Form einer Goldmünzwährung? Die erste Frage, warum Gold? Weil Gold etwas Besonderes ist natürlich. Da hat der Chemielehrer mal den Schüler gefragt, was geschieht, wenn ich Gold an die frische Luft setze? Da sagt der Schüler, da wird es gestohlen. Das zeigt schon, dass es eine besondere Qualität hat. Nicht alle diese Chemielehrer würden sonst gestohlen. Wir müssen einen Blick auf die Geschichte und die Theorie des Geldes werfen, einen kurzen Blick. Das ist ein Gebiet, das hat mich immer sehr beeindruckt. Und dann habe ich auf ein Zitat gestoßen des amerikanischen Ökonomen John Kenneth Galbraith. Der hat mal, das hat mich dann beruhigt, und das ist auch ein Leitgedanke seither für mich. Er hat gesagt, das Studium des Geldes, mehr als jedes andere Gebiet in der Ökonomie, ist eines, in welcher Kompliziertheit verwendet wird zum Verstecken der Wahrheit oder zur Umgehung der Wahrheit und nicht dafür, sie zu entdecken. Also packen wir es offensiv an. Das ist unser Leitspruch, kennt ihr wahrscheinlich auch. Moment, aha, okay, doch, machen wir es auch so. Animiert. Okay. Es sind 4 Bilder. Das erste Bild ist, also 4 Bilder vom Tauschgut zum Papiergeld. Oben links die Entwicklung der Goldmünzen, ein evolutionärer, ein über Jahrtausende sich entwickelnder Prozess. Da haben sich Goldmünzen als das am besten geeignete Tauschgut entwickelt. Weil Goldmünzen, die vereinen alle wichtigen Voraussetzungen für ein geeignetes Tauschgut. Nämlich teilbar, haltbar, transportierbar, dass es bekannt ist, dass es beliebt ist und so weiter. Da könnten wir jetzt in Details gehen, aber ich glaube, ihr fasst die Idee. Das geht bis zu einem gewissen Grad auch für Silbermünzen und andere Metallmünzen. Das kompliziert aber nur die Diskussion und tut nichts zur Sache. Der erste Schritt Richtung Bankgeld. Das Geld, das wir heute haben, sind Banknoten, die entstanden aus dem Bedürfnis, Gold nicht physisch zu transferieren mit dem internationalen Großhandel. Da haben die Goldschmiede einfach angeboten, dass man das Gold in den Banken deponiert und Lagerscheine bekommt. Also die ersten Banknoten sind nichts anderes als Lagerscheine. Dann der klassische Goldstandard. Das Problem mit den Banknoten war, dass die Lagerung bezahlt werden musste. Also der Gebrauch vom Papiergeld, der kostete. Und mit dem Goldstandard kamen die Banken dann auf die Idee, dass sie sagten, ja, wenn die Leute sowieso nur immer mit dem Papier handeln, dann, und das Gold gar nie holen, dann drucken wir doch einfach ein paar mehr Papiergeldnoten und verleihen diese gegen Zins. Da haben die Banken Selbstfreude und dann können sie die Depositäre des Goldes mit dem Zins bezahlen. Also statt dass die Depositäre bezahlen müssten, werden sie bezahlt. Und das war der klassische Goldstandard. Bis 1914 hat er gedauert. Im 19. Jahrhundert war das der Weltstandard, also die ganze Welt auf einem Goldstandard. Das hatte den Vorteil, dass die Geldmenge nicht allzu weit ausgeweitet werden konnte, weil das Eintauschrecht, das bestand natürlich überall, jederzeit. 1914 wurde das Anfangs des Weltkriegs abgeschafft und nie mehr richtig eingeführt. Immerhin zwischen 1914 und 1971 die Zentralbanken untereinander haben sich immer noch am Gold orientiert. Das hat die Geldmenge ein bisschen
also die Geldmengen steigen ein bisschen moderieren. Seit 1971, da sehen wir, hat Präsident Nixon die Golddeckung oder die Orientierung am Gold hat er per Dekret temporär suspendiert. Und seither ist die Gelddruckerei an keine Limiten mehr gebunden. Man kann Geld drucken einfach im Gleichschritt mit der Schuldenmacherei. Und die Folgen, die hat Herr Rasch bereits illustriert, eine Verdoppelung, Verdreifachung im Euroraum. Seit 2007, also seit 1971 konstante Vermehrung, seit 2007 auch historisch erstmalig, dass die ganze Welt inflationiert, wie wenn der jüngste Tag in Sicht wäre. Die Amerikaner verdreifacht, vervierfacht, die Schweizer versiebenfacht. Die Lösung des Problems ist definitiv nicht klar, aber das ist auch nicht unser Thema. Unser Thema ist ja, was ist die Funktion des Goldes jetzt in dieser ganzen Geschichte. Und hier sehen wir schön, Gold ist der Vorläufer des heutigen Papiergeldes. Und wenn wir uns jetzt einfach mal das Szenario durchdenken, dass der Papiergeld würde wieder verschwinden, dann wäre Gold wieder das heute auch immer noch am besten geeignete Tauschmittel. Das hat sich nicht geändert. Also Gold ist das am besten geeignete Tauschmittel. Es ist übrigens bezeichnend, vielleicht entlarvend, dass die Nationalbanken heute auch wieder Gold kaufen, um die eigenen Papierwährungen absichern. Der Goldpreis, das machen natürlich auch private Personen. Der Goldpreis ist praktisch eine Fieberkurve für das Vertrauen in das Papiergeldsystem. Und was wir jetzt wollen, ist nicht, wie gesagt, also das Projekt Goldmünzwährung, das möchte sich über das ungedeckte Geldsystem heute gar nicht äußern. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir möchten, dass wir das bestehende System unverändert lassen, aber die Geldfunktion des Goldes wieder schützen. Das ist die Idee davon. Und warum jetzt in Form einer Goldmünzwährung? Warum in der Form einer Goldmünzwährung nicht? Man könnte ja sagen, heute kann man ja auch Gold kaufen. Warum brauchen wir jetzt eine Goldmünze? Das hat zwei Gründe. Erstens, der erste Grund ist mal, für die Gold kann die Geldfunktion umso besser wahrnehmen, je mehr Geldqualität, also je mehr es einem Geld auch ähnelt. Die heutigen Handelsformen des Goldes, also so Kilobarren und Krückerrand und Goldfräserli und Zertifikate, ich sag mal so, die sind suboptimal. Für den Durchschnittsbürger, der kann sich damit wenig anfangen. In der Schweiz besitzen 13% der Bürger Gold. Die anderen 87%, die sind von dem nicht betroffen. Was wir mit der Goldmünzwährung machen wollen, wir wollen eine Währung, eine Goldhandelsform schaffen, die so einfach verständlich ist wie ein Euro und der Dollar. Wir möchten standardisierte Münzen machen, der Bund soll Münzen definieren, Private sollen sie produzieren, so verhindern wir auch, dass der Staat irgendwelche Risiken oder Kosten auf sich lädt. Wir möchten, dass diese Münzen, ich mach's mal in einem Bild für die Zukunft. In 2-3 Jahren stelle ich mir vor, dass die Bankomaten 3 Möglichkeiten für die Auszahlung haben, entweder Papierfranken, Euros oder Goldmünzen. Dann können wir davon ausgehen, dass wir nicht 13% der Leute haben, die Gold kennen, sondern 99% der Leute. Jetzt kann man sagen, das ist nett, aber nicht matchentscheidend. Dann sage ich, es gibt aber etwas anderes, was absolut matchentscheidend ist, und das ist nämlich der rechtliche Schutz des Goldhandels. Und nicht der Gold kann die Vorsorgefunktion oder die Absicherungsfunktion nur dann wahrnehmen, wenn es auch rechtlich geschützt ist. Wenn das Gold morgen konfisziert oder besteuert werden könnte oder sonst beschränkt, dann nützt das nichts. Und das muss auf Verfassungsebene passieren. Auf Gesetzesebene nützt nichts. Die Schweiz macht da wieder einmal ein schönes negatives Beispiel. Unsere Steuerfreiheit des Goldhandels in der Schweiz, die wird durch die Mehrwertsteuerbehörde unter anderem überwacht, und die sind tatsächlich daran zu schauen,
ob sie gewisse Handelsformen der Mehrwertsteuer unterwerfen können. Ich meine, unter dieser Rechtsunsicherheit wird niemand langfristig anlegen können. Bekanntes Detail, Singapur hat ganz genau diese Steuer Ende letztes Jahr abgeschafft und es braucht keinen Verstand von Einstein zu prognostizieren, wohin da die Geschäfte tendenziell hier in der Zukunft. Für das, und jetzt kommt das, wenn wir eine Verfassungsänderung wollen, dann müssen wir eine Mehrheit der Bevölkerung gewinnen für den Nutzen von Gold. Das können wir mit einer Goldmünzwährung, weil da kann sich der Kleinsparer einfach ebenfalls am Nutzen des Goldhandels betätigen oder an der Absicherung. Wenn nach der Abstimmung die Leute, wenn wir eine Mehrheit der Leute kriegen, die dafür stimmen, dann werden wir 2-3 Jahre später nicht 13% Goldbesitzer haben, sondern 99% Goldbesitzer, die in irgendeiner Form selbstverständlich Gold haben, sei es als Sparmatzen, sei es in Lebensversicherungen, als Renten, als Teil der Renten oder Anlagenplan. Das wird selbstverständlich und erst dann ist auch ein Verfassungsschutz wirklich geschützt. Weil wenn ein Verfassungsschutz nur 30% der Goldbesitzer schützt, dann ist das auch nicht sehr überzeugend. Die Überparteilichkeit dieses Anliegens ist offensichtlich, die größten Profiteure, das sind die Kleinsparer, das sind die Rentenbezüger, das sind die sich heute nicht schützen können. Also das linke Klientel sollten wir mal relativ schnell im Boot haben. Die Grünen, es gibt nichts Nachhaltigeres als ein nachhaltiges Geldsystem, das ist die Basis für jede nachhaltige Planung. Ich meine, man kann ja nur schauen, wahrscheinlich sind die Griechen im Moment mit anderen beschäftigt als dem ökologischen Umbau. Also wenn es finanziell nicht geht, dann wäre auch die Ökologie als erstes gestrichen. Zentrumsparteien, echte Werte, CVP, wieder sparen im Sparschwein, das kann man mit Goldmünzen kann man das machen. Die Wirtschaftsparteien sowieso, weil das Wirtschaftspotenzial einer solchen Goldmünzwährung von der Münzproduktion über Finanzprodukte und. Das ist offensichtlich. Dann die Patrioten, die haben nachher Millionen von solchen Schweizer Goldmünzen, die da in der ganzen Welt Botschafter sind für die Werte der Schweiz. Die werden wir auch im Boot haben. Und wenn die Nationalbank sich besinnt oder überlegt, dann werden sie auch dafür sein müssen, weil die Goldmünzen, die werden das Papiergeld, respektive Franken, in der Funktion als sicherer Hafen ergänzen und entlasten. Sie werden also zu einer Ausdehnung der Frankenkursschwankung führen. Das hat übrigens Professor Bernhardt in einem NZZ-Artikel ausführlich ausgeführt. Den könnt ihr nachher noch haben, den haben wir dabei. Und sonst nzz.ch, das ist sowieso eine gute Adresse. Unsere moralische Verpflichtung, ich denke, die Zeiten sind genug ernst, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wenn wir etwas tun können, wir das tun müssen. Die deutsche Hyperinflation hat eine Generation traumatisiert. Ich möchte hier auch den Stefan Zweig nochmal zitieren, das ist ja der österreichische Schriftsteller, hat gesagt, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig und so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Dann der Goldbesitzverbot in Amerika während 50 Jahren letztes Jahr, seit 2012 kontrollieren die Amerikaner wieder sämtliche Goldkäufe und Verkäufe ihrer Bürger über $600 pro Jahr. Also wenn sie es wieder einsammeln müssten, dann wissen sie dann wo. Und dann habe ich gedacht, das würde genügen, und dann haben wir vor wenigen Tagen hat dann die politische Wirklichkeit wieder einmal meine schlimmsten Befürchtungen und Albträume übertroffen. Also was da angedacht wurde in Zypern war mir schlicht nicht vorstellbar. Oder dass man in Brüssel entscheidet, dass man da die Kleinsparer und die Rentner und alle, die das Geld sauer auf die Bank gebracht haben, einfach mit einer billigen Nacht- und Nebelaktion enteignet, das war mir nicht vorstellbar. Ich habe mich dann gefragt, wozu sind solche Institutionen sonst noch fähig? Und wenn dann, bei mir wird dann oft eingewendet, ja, also die Schweiz, wir haben ja eine lange Tradition von einem Goldhandel. Und dann sage ich, dann frage ich mich jeweils, was wird dann unsere Regierung wirklich machen, wenn ausländischer Druck kommt auf diese schweizerische Institution?
wird der Goldhandel zuerst geschliffen oder die schweizerische Institution des Bankgeheimnisses. Also, da allein mir fehlt der Glaube, der kluge Mann auch vor, Sergeant Schiller, respektive Lientel. Und ich möchte zusammenfassend meinen guten Freund und besonderen Ökonomen noch zu Wort kommen lassen. Er hat das sehr schön zusammengefasst, was der Nutzen ist. Er hat gesagt, eine verfassungswidrig geschützte Goldmünzwährung gibt es bisher nirgends auf der Welt, dafür gibt es einen guten Grund. Die Emission von Papiergeld ist für den Staat sehr profitabel. Der Staat kann dadurch seine Bürger jederzeit durch Inflation besteuern und sich damit selbst finanzieren. Und er kann damit einzelne Wirtschaftssektoren begünstigen, indem er sie bei der Geldschöpfung bevorzugt behandelt oder indem er sie versichert. Der Staat wird daher nie freiwillig auf das Geldmonopol verzichten und eine Konkurrenzwährung zulassen. Doch in der Schweiz kann der Bürger seine Interessen nach der direkten Demokratie nötigenfalls auch gegen die Interessen des Staates durchsetzen. Ein wertstabiles, nicht verwehrbare Alternativwährung liegt sehr wohl im Interesse der Schweizer Bürger. Darüber hinaus nützt sie auch all jenen Bürgern dieser Welt, welche nicht die Möglichkeit haben, sich gegen ihre Regierung durchzusetzen. Eine Schweizer Goldwährung erleichtert es allen Menschen überall auf der Welt, ihre Ersparnisse vor der Inflationierung durch den verzweifelten Fiskus zu retten. Die Zeit drängt, die Zeiten am globalen monetären Himmel stehen auf Sturm, die Zeit der Goldidee ist gekommen und es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Schweiz hat nun die einzigartige Chance, dieser Idee ihren Stempel bzw. das Schweizer Kreuz aufzudrücken. Andernfalls wird die Idee womöglich andere Stempel tragen, wie etwa Sterne, Halbmonde oder Doppeladler. Und bevor wir jetzt entschlossen die politische Umsetzung anpacken, habe ich noch einen Vernünftigen gefunden im englischen Schriftsteller und Sozialisten George Bernard Shaw. Er hat da sehr schön gesagt: Sie müssen als Wähler entscheiden zwischen der natürlichen Stabilität von Gold und der natürlichen Stabilität bezüglich der Ehrlichkeit und der Intelligenz der Mitglieder der Regierung. Und bei allem gebührenden Respekt für diese Ehrenleute rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System besteht, stimmen Sie für Gold. Ja.